Habe die Ehre, Servus, grüß euch. Kangatech Tripets. Tripets mit D, nicht Trip. Tripets. Gibt schon länger. Das Teil ist ein Single-Coil-Tröpfler mit einem speziellen oder ein bisschen anders aufgebauten Liquid-Fördersystem. Ähnlich wie dem Squonken, aber wie ich finde, ein bisschen besser zu dosieren. Eine Glasflaschen dabei, zwei verschiedene Gewindeaufnahmen dabei. Ja, und, das schauen wir uns nachher noch alles an. 80 Watt wird es ausgeliefert, Temperaturmodus und. Allerdings im Temperaturmodus nur über die Software, wo er upgradefähig ist. Da braucht es also wieder Internetverbindung, braucht es einen Computer. Und naja, und gewisse Sachen wie zum Beispiel die Ausgangsleistung in Watt kann man am Gerät nicht verstellen beim Temperaturmodus. Der reine Wattmodus ist uneingeschränkt nutzbar. Man kann die Tasten sperren, man kann das Display drehen. Dann packen wir das Teil jetzt einmal aus und schauen wir es uns ein bisschen an, wie man die Watte verlegt, was für Coils das dabei sind und. Viel Spaß. So, die Kanga Tripets, nicht Trizeps, sondern Tripets. Es kommt in so eine riesen Schachtel. Bedienungsanleitung in Englisch und da zum Beispiel schön bebildert alles, wie die ganzen Karten dabei. Dann ist eine Ware dabei. Wicklungen, Spritzschutz und nochmal ein kleiner schwarzer O-Ring. Und der große O-Ring, wenn man eine andere Glasflaschen mit 25 mm Durchmesser nimmt, weil die eingebaute hat 27 mm Außendurchmesser. Schauen wir uns dann an. Also USB-Kabel, dann auch das verwenden, wenn es für Datenübertragungen ist vom PC. Dann haben wir ein zweites Pumpelement, eben für andere Flaschen. Dann ist ein Stückerl Reserveschlauch dabei und für einen Tröpfler ein Glastank. Die Idee ist, da ist ein 18650er Akku, kann man dann rein, schauen wir uns an. Die Idee ist folgendes, dass man über eine Art, wer schon mal squonkt hat, dann kann man da bei der Plastikflaschen immer drucken. Ja. Ich habe auch zwei so Quonk-Systeme, habe ich auch mal vorgestellt. Eins habe ich schon wieder hergegeben und den anderen, den habe ich wieder umgebaut. Warum? Ich will nicht so warm mit dem Squonken, weil, wenn das Liquid einmal halb herunten ist und dann musst du aber ein bisschen aufpassen mit dem, was du nach oben bringst an Liquid. Und das ist aber unterschiedlich und dann ist es nicht so angenehm. Das ist eine Glasflaschen. Das ist wie bei einem Parfümzerstäuber, ein Pumpelement und pumpt uns das in den Tröpfler rein. Was mir gut gefällt, das Ganze liegt eigentlich gut in der Hand. Das mit dem Schlauch, gut, den kann man sich vielleicht noch ein bisschen zu, aber ich würde die Rundungen lassen, nicht dass ihr einen Knick reinkriegt. Was mir auch ganz gut gefällt, da ist so eine Mulde erinnert für einen Akkudeckel. Da ist unten Plus, oben ist Minus, alles ist schön gemacht. Zwei starke Magnete. Du brauchst es wirklich gerade da herlegen, das zieht sich von selber zu und da klappert nichts und da schäbert nichts. Die Flaschen, die fällt auch nicht raus, wenn man es auf den Kopf hat. Also die geht wirklich streng rein. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt mit 27, ich habe es gemessen, 27,3 teilweise, also 27 mm wird es angeben. Beim Befüllen das Gerät immer hinstellen und da oben halten und die Flaschen dran. Logisch, weil sonst da ja ein Schlauch mit dran. Ja, mit dem dran. Also das halten und da haben wir genau dasselbe. Und wenn man jetzt hergeht und das andere Teil, was dabei ist, dann sieht man, dass das nicht passt vom Gewinde her. Da ist das für andere Flaschen. Wer Glasflaschen hat, kann es probieren. Und wenn es dann dort so locker sitzt, dann müsst ihr da den O-Ring oben einsetzen. Eigentlich erklärt es von selber. Da was drauf steht. Da unten steht drauf XL. Könnt ihr lesen? 15 Milliliter. Also das messen wir jetzt heute nicht aus. Ich gehe mal von dem aus, dass das passt.
Ich habe ganz kurz was probiert. Und zwar, das ist ja die Flaschen zu dem Anschluss, die was verbaut ist und die was 27 mm hat. Derselbe Anschluss habe ich jetzt auf Flaschen gefunden, aber fragt mich jetzt nicht nach dem Maße, wo halt auch das Gewinde da passt. Ja, dass das abschließt und abdicht. Ja. Das ist aber jetzt ein 12 Milliliter oder 10 Milliliter 10 hat die. Und da habe ich jetzt da den O-Ring eingesetzt. Ich muss aber sagen, das haut nicht so hin, weil wenn ich die Flaschen jetzt da rein tue, dann schiebt mir den O-Ring ein bisschen mit runter. Das heißt, da musst du da ein bisschen herhalten. Oder du gehst das ein, dass du den drinnen hast. Dann hält die Flaschen auch. Die geht aber auch wieder das erste Ring raus. Ja. Aber sie hält zumindest. Aber ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. So, dann kommen wir zum Tröpfler ganz kurz. Ist eigentlich einfach aufgebaut. Aber zum Runterschrauben müssen wir eins zuerst wieder da, müssen wir abziehen. Der sitzt wirklich bombenfest. Ihr seht es, mit zwei O-Ringen ist er abgesichert. Und dann erst können wir das Unterteil oberschrauben. Da haben wir wirklich einen stabilen 15er mit einem gefederten Pin drin. Da ist eine Wicklung drauf. Die Watte, die wir dann außer miteinander, die wir ausglühen und die wir durch. Das ist natürlich ein Single Coil. Das muss immer so gesetzt sein, das steht aber auch in der Beschreibung drin, dass der Befüllzapfen, seht ihr da drinnen, der muss da hinten stehen. Ja, nicht da hervorne, weil sonst kommt er in Berührung mit der Wicklung, ist logisch. Was aber mir jetzt da nicht ganz einleuchtet, ist das mit der Watte. Weil, wenn ich den jetzt so loslasse, spritzt mir das Liquid einfach da drauf. Die Airflow oder ganz oben, also das heißt, ihr könnt schon theoretisch viel Liquid rein tun. Vielleicht, weiß ich nicht, das muss ich erst in der Praxis probieren. Dann nehmen wir nur schnell das Oberteil runter. Da könnt ihr nämlich euch die Airflow einstellen. Ja. Ihr seht ja schon, die Airflow ist genauso ausgerichtet, dass die Watte da vorne sein muss und der andere das Ventil oder der Einspritznippel da hinten muss genau dahinter stehen. Ich habe ein paar Tröpfler von mir probiert, es passen keine anderen Tröpfler auf das Gehäuse. Ja, das ist ein eigenes Maß. Ich muss aber sagen, ich habe gerade noch 5, 6 Tröpfler und die sind auch schon ein bisschen älter, wie der Veritas und so, die wird es nicht mehr kennen, bei den neuen weiß ich es nicht. Allerdings, wenn ihr da ein anderes Deck verwendet, von einem anderen Tröpfler, Dual Coil, macht keinen Sinn, nicht wegen der Düse. Ja. Also müsst ihr es auch so haben, von der Bauart wie da, dass da hinten nicht Kontakt macht. Da haben wir um Schlitzschrauben, die haben dann nochmal geriffelt. 2 O-Ringe, habe ich schon gesagt. Und dann kann man das Deck nochmal runterschrauben. Da unten haben wir auch keinen verstellbaren 15er. Ja. Und das kann man auch durch die Bohrungen, da kann man auch durchschauen. Das heißt, das ist sowas wie, da drinnen ist dann auch der 15er nochmal abdicht. Wahrscheinlich ist das ja sowas wie ein Liquid-Auffang-Ding, das müsst ihr ab und zu beim einmal ausputzen. So, ich habe mir jetzt einen Zauber gemacht, aber definitiv ist da drinnen eine richtige Liquid-Locker. Ja. Und zwar durch diese 2 Öffnungen, was ich euch gesagt habe. Also dem würde ich euch empfehlen, macht es zu, entweder ihr stopft euch da eine Watte rein. Ich mache es ein bisschen rustikaler, wer mich kennt. Ich tue da nicht lange umeinander. Ich nehme mir einen Zahnstocher, kennt ja jeder von euch. Drückt man den von unten rein. Hier drüben machen wir es genauso. Weil, warum das so ist, fragt es mich nicht. Und oben zwickt man sonst dann ab. Abcanceln. Die Kappe hat 2 schwarze Ohrringe. Und dann könnt ihr euch da oben das einjustieren, wie es eure Luft dann möchtet. Und könnt es euch
einstellen oder dann halt verdrehen. Geht streng, hält aber auch gut. So, dann kommen wir noch mal kurz zum Spritzschutz. Wie gesagt, ich habe von meinem Spritzschutz den O-Ring aber da müssen. Der gehört nämlich so rein. Wenn es nämlich anders eintust, dass die Spitze muss also da nach oben schauen, dann kriegst du den da nicht auf, weil er da oben bei den Schrauben aufliegt. Dann hast du einen Spalt, dann kannst du Fremdluft ziehen oder es zieht das von unten, du bist eigentlich nicht so hundertprozentig und ausschaut jetzt auch nicht gut. Ich habe auch am Anfang gemeint, das gehört nach unten, dann geht die Kappen aber nur so rauf und bleibt also ein Spalt. Ja, weil dann der Spritzschutz da unten ansteht. Der andere Nachteil ist, wenn man oben das Loch anschaut, schauen wir mal, dass ich es hinkriege. Wenn ich den Spritzschutz praktisch mit dem Teil nach unten tue, machen wir es einmal ohne Ding und es liegt mir da auf, dann haut es auch mit dem Spritzschutz wahrscheinlich nicht mehr hin und es kann sein, dass durch die zentrale Öffnung unten und seitlich ist ja dann die Dichtung rundum, also ist er dann dort geschlossen mit dem Teil, dass dann der ganze Dampf an der Seite da abprallt und dann eventuell sogar bei der Airflow wieder rauskommt. Wenn ich es jetzt so anschaue, in der Höhe drüber, seht ihr es, dann habe ich unten wesentlich mehr Luftaufnahme, wo sie absaugen kann, als wie oben. Sieht man eigentlich schon, wenn ihr das Teil in der Hand habt. Ne? Wenn das da, das ist eine dünne Bohrung, das heißt dünn. Da habe ich nur die eine Bohrung und wenn ich es richtig einbaue, dann kann ich wesentlich mehr nach oben ziehen. Und vor allem, es ist ja weiter her oben, über den Schrauben, das heißt, in der Dampfkammer kann sich dann auch nochmal der Dampf besser entfalten und da hingehen, wo der hingehört. Also wie gesagt, das Flache nach unten. Jetzt kümmern wir uns schnell, ich habe die Watte raus da. Schauen wir mal, was der Coil überhaupt hat. Natürlich könnt ihr euch eine Eigenentwicklung auch aufmachen. 0,44 Ohm hat der. Jetzt werden wir noch mal ein bisschen ausglühen. Schauen wir mal, wie er glüht. Das ist die Wicklung, die wo drum war. Schlecht drum gewesen. So, dann lassen wir es einmal ausglühen. So, und wie machen wir es jetzt? Ich würde sagen, dass wir es so umwickeln. Und da nur leicht verklemmen. Und da dasselbe. So wird es jetzt ich machen. Jetzt machen wir ein bisschen Liquid drauf. Hülse dran. Vorsichtig wieder drüber. Schau, dass wir hinten in der Mitte sind beim Zapfen. Ja, dass der Zapfen bei der Watte ist. Und dann kann man die Watte, die wo wir vorher verklemt haben, dann könnt ihr euch die Watte von oben schön unter dem Nippel einschieben. Bringen es nicht rein, aber jetzt glaube ich, sieht man es. Hört's auf. So, die mitgelieferten Coils, die schmeiße ich jetzt raus, weil eins habe ich festgestellt, ich bin halt nicht der 80 Watt oder 60 Watt Dampfer. Und wenn ich das richtig sehe, dann hat die einen Durchmesser von 3, sagen wir mal 3,1 oder so. Also 3,5 geht nicht mehr, aber 3 geht sehr leicht. Habe aber auch keine Probleme gehabt. Was mit SS316L 26. Ich gehe jetzt auf 3,5 mm.
Der ist wirklich einfach zum Wickeln. Habt ihr gesehen, es geht wirklich easy. Mal einen 10 Wickler. Werde ihn aber nicht im Temperaturmodus benutzen. Das erkläre ich aber zum Schluss warum. Weil da habe ich ein bisschen ein Manko gesehen. Ansonsten ist er easy, weil ihr könnt praktisch den jetzt da hergehen, könnt ihn euch mit der Wickelhilfe halten und könnt mit den Schrauben mit der Hand durch die Riffelung könnt ihr schon relativ schön stabilisieren, ohne dass euch die Keule dann nur rutscht. Ich bleibe immer weit unten, damit nach oben nichts ausspritzen kann durch die obere, durch den Airflow-Schlitz. Wenn die Keule vielleicht einen zu großen Durchmesser hat und zu weit oben ist und sie spritzt dann ab, dann kann es natürlich schon sein, dass ein Teil von der Keule durch die Höhe und durch den großen Durchmesser auf dem Schlitz ist und dann kann es auch da mal ausspritzen. Ja. Aber da ist der selber dafür verantwortlich, dann muss man vielleicht einmal ein bisschen weiter oben gehen und nicht 4 mm, sondern wie da 3,5 mm. Bis dahin habe ich zumindest keine Probleme. Dann da ein bisschen was programmiert, das kann man dann auch machen. Das müsst ihr aber über die Software machen. Aber 5-mal klicken ist einschalten. Schauen wir mal, was er uns sagt. New Coil. Plus ist da auf der linken Seite. Aufpassen. Dann haben wir jetzt (0,84 Ohm). Lassen wir es einmal ein bisschen aufglühen, durchglühen. Ja, damit können wir schon leben. Ne? Schaut auch gut aus, die Keule. Wie gesagt, ich bin ziemlich weit unten. Jetzt machen wir mal Pumpe. Und dann sieht man es auch schon, wunderbar kann man rein. Die Watte habe ich jetzt nur bei der Keule befeuchtet, aber jetzt sieht man auch, wenn man genau hinschaut, wie die aufnimmt. Unten haben wir die 2 Bohrungen mit dem Zahnstocher zugemacht, weil da unten ist ja dann der Kontakt und das mag ich nicht, wenn der im Nassen ist. So, jetzt gehen wir ganz kurz auf die Menüeinstellung. Wenn's du hast gewisse Parameter, du hast links Akku, oben Ohm und ein Volt und da haben wir jetzt im Watt-Modus. Ja. Wenn du jetzt 3-mal bei der Feuertaste klickst, dann kommst du in Nickel. Ja. Mit Plus und Minus kannst du die Temperatur einstellen. Wenn du wieder 3-mal klickst, Titan, SS und dann TC. TC oder TCR ist dann fürs Menü wichtig. Und wenn du wieder 3-mal klickst, bist du im Watt. Ich nehme den nur im Watt-Modus her. Plus und Minus gemeinsam, dann kommst du auf deine 5 Speicherelemente. Dann hast du eben 5, 4, 3, 2, 1. Und dann steht dahinter Watt. Gehst wieder Plus, Minus, gehst außer. Dann gehen wir in den Temperaturmodus. Drücken wir wieder Plus, Minus. Jetzt haben wir egal ob Nickel oder Titan. Jetzt hast du wieder 5 Speicherplätze. Nickel. Zum Beispiel eben 1. Diese Einstellungen, das ist leider traurig, die muss man über die Software machen. Wenn ihr das Gerät mit USB mit eurem PC anschließt, dann müsst ihr es ausschalten, sonst erkennt euer Windows das Gerät nicht. Also, 5-mal Klick ist ausschalten. Bei mir hat der schäbert ein wenig und ich muss an einer bestimmten Stelle kommen, dass er sich wirklich ausschaltet. Und dann kann man sich ein bisschen Schriftzüge einprogrammieren und 5-mal klicken oder 3-mal klicken, 5-mal klicken ist wieder da. Ne, dann habe ich Dampfpost Bavaria. Das ist auch in der Software drin. Mehr mag ich jetzt da nicht erklären in dem Sinn, weil, und das finde ich ein bisschen schade und ich hoffe, dass da Kangatech so weit ist, dass da nachbessern. Wenn ich jetzt in
in einem Temperaturbereich gehe, wie da jetzt SS, habe 448 Fahrenheit, ich kann mir am Gerät jetzt die Watt nicht, die Ausgangsleistung nicht einstellen. Und ob das bei der Software so funktioniert, bin ich mir auch nicht sicher, weil da habe ich 5 Speicherpunkte, wie wir gesehen haben, und da kann ich aber jetzt meine Leistungskurven eingeben, meine Temperaturkurven eingeben und. Wie gesagt, ich habe mir es auch noch nicht genau angeschaut. Fakt ist, ich gehe jetzt da auf Temperatur, egal ob was für ein Draht, und ich feuere, dann fängt die mit 80 Grad an. Mit 80 Watt, Entschuldigung. Und ich möchte mir auch gerne meine Ausgangsleistung beim Temperaturdampfen selber einstellen. Bei der Software habe ich es noch nicht probiert, ob es funktioniert. Ich kann euch das nicht so sagen. Da müsst ihr euch selber spielen damit. Das finde ich mal sehr, sehr schwach. Ich kann zwar die Temperaturkoeffizienten ändern. Ich kann mein Watt und alles ändern, aber nur über die Software. Aber im reinen Wattmodus heraus, jetzt haben wir nur mit TC, im reinen Wattmodus natürlich kann ich, und das ist gewohnheitsbedürftig, links ist da Plus, ja, so wie bei der Plato, und rechts ist Minus. Geht jetzt bis 80 Watt und. Dann zeigt es mir auch an, was für Ausgangsleistung das wir haben und so weiter und so fort. Die TC, was noch drin ist, die ist auch in der Software drin mit TC. Das ist ein freier Speicher für einen freien Draht. Also wenn es kein 316er ist, sondern zum Beispiel ein 317er, der hat einen anderen Koeffizienten oder ein Wolframdraht, dann könnt ihr den Punkt TC oder TCR dafür hernehmen und euren eigenen Koeffizienten und dann eure eigene Leistungskurve genauso einstellen. Das war's jetzt im Prinzip. Und jetzt dampfen wir es noch ein wenig und dann sage ich euch ein bisschen, weil ich doch schon ein paar Tage habe, mein Gesamteindruck. So, dann schauen wir es uns noch mal ganz kurz an. Die Keulen mit Edelstahldraht habt ihr jetzt gesehen, 29 Watt. Wir haben wirklich ein großes Sichtfenster, dass wir immer sehen, was wir Liquid haben. Ich habe jetzt 29 Watt drauf. Habe einen starken Zugwiderstand, habe einen guten Geschmack. Und ich bin, wenn ich möchte, das ein bisschen, dass das gleich human läuft. Das heißt, wir haben nur einen Akku. Wir haben auch kein Akkubänkchen drin, wir haben nur so Aussparung drin. Ist ein bisschen fummelig, aber es geht. Aber ich habe noch einen Akku und das heißt, ihr wisst es, wenn ich da mit 80 Watt umeinander laufe, komme ich nicht weit. Da haben wir aber viel Liquid, 15 Milliliter, glaube ich. Ihr könnt so auch 10 Milliliter rein tun, dann ist nochmal der Gummi, habe ich euch erklärt. Ich möchte aber versuchen, ungefähr, dass das gleich läuft. Das heißt, bei 15 Milliliter wird es schon schwierig, aber bei 10 Milliliter kann man es vielleicht hinbringen anhand der Leistung, Entwicklung und Dampfverhalten, dass ungefähr, wenn der Akku leer ist, wird der Tanker leer, dass sich das ein bisschen die Waage hält. Das wird nie gleichzeitig kommen oder ganz selten, aber das ist eben mein Bemühen, dass ich wieder auch weit komme und trotzdem das Ergebnis für mich passt. Ja. Wie sich der macht bei 80 Watt oder 60 Watt mit richtigen Hammercoils, kann ich nicht sagen, weil das nicht mein Bereich ist. 40 Watt, das war bei mir eigentlich schon zu viel, da war der Verbrauch zu hoch, der Akku war mit schneller und. Abschalten tut er, und das möchte ich nur, muss ich nur bemängeln. Bevor der sagt, Akku laden, ja, oder Weekly Battery, ja, und schaltet ab, das macht er ja. 10 Sekunden Abschaltung, der hat ja die ganzen Sicherheitsfeatures drin, das ist ja, passt ja. Dann habe ich nicht mein Ladegerät rein, dann hat es gesagt 3,29, also sagen wir mal 3,3 Volt. Ist auch noch ein Bereich, wo ich leben kann. Bloß die 20 Züge vorher, ist mir der Akku auf 2,1, 2,2, hätte er versucht mit 40 Watt zum Dampfen. Der hätte schon viel eher abregeln müssen. Oder der Chip holt das nicht mehr aus dem Akku raus. Oder der Akku ist schon so schlecht, was ich aber jetzt nicht glaube. Aber trotzdem, wenn er so schlecht ist, müsste jetzt, weil ich habe eigentlich die letzten 20 Züge kein Ergebnis mehr zusammengebracht, habe aber hingeschaut, 2,1, 2,3, 2,4 Volt, und dann denke ich, ja, was ist denn da los? Und auf einmal hat er dann gesagt, Batterie laden, das hat man wieder als Text rein da, normal heißt es Weekly Battery. Ins Ladegerät geschaut, was hat er noch? 3,29 Volt. Das wollte ich euch sagen, vielleicht fällt das dem einen oder anderen von euch auch auf. Aber wie gesagt, das ist ja upgraden möglich mit dem Teil. Nur mal, wenn Sie, bevor Sie ihn verbindet mit dem Computer, die Batterie drin lassen, Akku drin lassen, Gerät ausschalten. Sonst erkennt euer Windows den USB nicht und kriegt immer Fehlermeldungen.
Das mit dem Schlauch ist natürlich hässlich. Lege ich jetzt nicht Wert, für mich geht es um die Alltagstauglichkeit. Er ist aber sauber verarbeitet, da haben keine Kratzer, kein schlechter Lack, also da, gut, nach ein paar Tagen kann man jetzt auch nicht so viel sagen. Wirkt wirklich stabil, ist aus Metall. Ihr könnt es natürlich auch eins machen, ihr könnt den Schraubverschluss runter tun, könnt euch eine normale Tröpfelkappe aufmachen und einen anderen Tröpfel auf, da das ganze Schlauchsystem weggeht und ihr habt immer eine Liquidreserve dabei für euren normalen Tröpfler. Was ich euch nicht empfehlen würde, einen anderen Tröpfler versuchen mit einem anderen Deck. Duell geht sowieso nicht, weil dann macht es euch einen kurzen. Da wird es sehr fummelig mit der Einspritzdüse. Ja. Und ich habe jetzt ein paar Tröpfler probiert, die wo auch 22 mm haben, weil der hat er 22. Es passt die Hülse auf kein anderes Deck bis jetzt. Aber ich bin mir sicher, dass irgendwo einer einen hat, wo der passt, oder vielleicht sogar mehrere, weil ich habe keine aktuellen Tröpfler nicht mehr. Meine Tröpfler, die sind schon ein paar Jahre alt. Aus der Zeit vom Veritas und so, wer das noch kennt. Da passt das nicht untereinander. Weil ich auch schon probiert habe, ein anderes Deck oder was. Es ist ein Single-Deck, es ist auch vom Platz wahrscheinlich vernünftiger so. Warum dass er oben zwei Aussparungen hat, spielt eigentlich keine Rolle, weil eine kann ich sowieso gerade nutzen. Und für einen Single Coil reicht ja eine. Ja. Also das Gehäuse selber und so, das Glas hält da gut, da fällt nichts raus, das geht sogar streng raus, da ist da so ein Silikonstopsel drin, seht ihr dann in der Führung, müsst ihr aufpassen, dass, weiß nicht, der kommt da mal rausgehen. Der USB ist in der Seite, das heißt, ihr könnt das Gerät hinstellen und USB anstecken, geht sogar Pass-Through, ja, aber würde ich nicht empfehlen, Pass-Through empfehle ich generell nicht, ja, ganz einfach. Es ist weder gut für den Akku, weder für die mechanischen Bauteile. Ich habe schon einige kaputte Defekte da, wo einfach dann das USB da drinnen ausgerissen ist. Und dann kannst du den Chip in der Regel, außer es ist ein Chip-Löter dabei, der wo so kleine Draht löten mag. Man hat immer Kräfte drauf. Das einmal zum Pass-Through, vielleicht mache ich da mal ein kurzes Video dazu. Ja, dicht ist er. Selbst wenn ich jetzt wirklich 5, 6 Mal pumpt, dass da drinnen das Liquid bis daher steht. Ich muss halt schon bis daher zur Airflow kommen. Ja, dann läuft es eh raus. Selbst das kann ich wegdampfen, aber ihr merkt es natürlich. Ihr merkt, dass der ein bisschen übersättigt ist, der Coil, oder dass er ein bisschen schwimmt. Aber der Spritschutz, der überzeugt mich bei dem Teil. Weil es kann einmal das Knistern kommen, das richtige Explosive, das ist kein Problem, da geht der kein einziger Spritzer im Mund rein. Das finde ich gut. Dass ein zweiter Anschlussflansch dabei ist, finde ich positiv. Negativ finde ich, dass nur ein O-Ring dabei ist. Und dafür 2 Wicklungen, die wo ich eigentlich nicht brauche, die kann man selber machen und das Stückel Watte hinter das Ersprung hin. Vielleicht ein paar mehr O-Ringe. Und Ersatzschleicherl ist auch dabei und der Glastank, wer er will. Manche wollen ihn, manche wollen ihn nicht, das könnt ihr selber entscheiden. Gibt es auch noch in Silber das Gerät. Ansonsten Upgrade. Ich habe jetzt angeblich die aktuelle Firmware drum, weil das da die Software dann anzahlen, wenn etwas Neues kommt. Also ich hoffe, dass da noch besser, dass man am Gerät im Temperaturmodus zum Beispiel mit 2-mal klicken sich die Watt Ausgangsleistung einstellen kann im Temperaturbereich. Das wäre sehr, sehr sinnvoll. Das haben eigentlich alle anderen schon und das darf halt in der heutigen Zeit sein. Also, wenn ihr da rein auf Temperaturdampfen ausseid, dann müsst ihr euch mit der Software auseinandersetzen, weil da könnt ihr eigentlich nur einstellen, was für ein Draht das mit und könnt ihr euch nur die Temperatur in Grad oder Fahrenheit stellen. Dann ist schon finito. Dann ist es gar. Es ist so. Verstehe ich nicht warum, aber es ist so. Aber vielleicht fällt es einer ein, dass man das mit einem Upgrade noch irgendwie beheben kann. Liebe Leute, ich muss ehrlich sagen, am Anfang habe ich gesagt, nein, weil das Gerät gibt es ja schon länger. 8, 9 Monate oder Jahr. Ich habe gesagt, nein, was ist denn das wieder? Und bin aber immer wieder ein bisschen hier. Ja, das ist sowieso. Also mir reicht der Dampf und der Geschmack und das ist wirklich, also kann ich nicht klagen, ist wirklich gut, das Teil. Wirklich Teil. Das von Kangatech. Ja. Ein paar Sachen muss man verschmerzen. Aber wenn man es weiß, kann man sich so entscheiden. Ich war also die Liebe auf den dritten Blick,
wo ich gesagt habe, ich möchte das, weil ich habe es in der Arbeit jetzt dabei gehabt, das ist nämlich schon cool, wenn du da auf so einen Leistungsbereich fährst, 25, 30 Watt und ein super Ergebnis hast, das was für die passt, fährst da mit einem Akku gut und mit dem Liquid sowieso, dann brauchst du eigentlich nichts mitnehmen. Zumindest keine Liquidflasche nicht. Ja. So, lange Rede, kurzer Sinn, das ist heute ein bisschen länger geworden, aber das ist auch ein bisschen umfangreicher, das Teil ist aber wirklich easy. Also es schaut wilder aus, wie es ist. Man muss nicht studiert haben, wobei die Studierten kennen sich meistens mit dem Zeug nicht aus. Die Praktiker haben das, die das machen. Gut, ich wünsche euch was. Pfiat euch.